Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zur PK nach dem 1:1 bei Borussia Dortmund. Uns ein bisschen vor, beziehungsweise komplett, weil wir natürlich auch ein kleines Zeitproblem haben, um heute noch nach Hause zu kommen. Also vielen Dank für die Kooperation schon mal. Servus Winnie, dann legen wir auch los mit der ersten Frage bitte. Wer möchte ein Zeichen geben und einfach loslegen? Herr Kompanie, warum durfte Leroy Sané so lange auf dem Feld stehen? Noch nicht ganz der Fall. Okay, hier vorne in der rechten Seite bitte. Herr Kompanie, warum ist es nicht möglich, dass wir nach 60 Minuten ein und denselben Stiefel durchspielen und es merken, dass es nichts bringt, mal etwas umzustellen? Herr Kompanie, warum durfte einmal Tistel anfangen? Herr Kompanie, warum ist es nicht möglich, einen Leroy Sané auf die linke Seite mal zu stellen? Herr Kompanie, warum wechselt man einen Michael Olise erst nach 80 Minuten ein? Bastian Kolzberger von der Bild. Herr Kompanie, wie haben Sie die Szene vor dem 1:1 gesehen? Niki Süle wird, glaube ich, beim Freistoß am Kopf getroffen, bleibt liegen. Kopftreffer ist ja immer ein sensibles Thema. Junge, jetzt mal ernsthaft, wenn ich an dieser Scheiße hochzieh's, war. Junge, das Ganze hat 3 Sekunden gedauert. Der Ball ging raus, wurde reingeflankt, wurde reingeköpft. Also man hat es ja noch nicht mal am Fernseher mitgekriegt, dass der Süde da rumliegt. Ja, da muss der Schiri abpfeifen, dafür ist der Schiri da, Alter. Wir liegen 1:0 hinten, ist ja wohl klar, dass man da eine Flanke reinschlägt und den Ball ins Tor köpft. Was ist denn los? Ja? Das ist jetzt das Thema, oder was? Junge. Wie sehen Sie das in der Situation? Kein Problem. Erfahrene Spieler, gut versucht. Kein Problem. Ich habe auch Fußball gespielt natürlich und ich verstehe, aber keine Ahnung, ja, das weiß ich nicht. Will ich in Süle nicht unterstellen. Wie gesagt, ich habe es nicht so wahrgenommen. Vielleicht ich weiß nicht, stand da nach dem Tor direkt wieder. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ist auch wurscht. Ja. Wie gesagt, hätte er jetzt 10 Sekunden gelegen und wir hätten den Ball dann noch 3-mal um den Strafraum rumgetingelt oder so, dann hätte ich gesagt, ja, alles klar, unfaires Verhalten, kannst auch rausspielen, die Pocke, ja. Aber wenn der Ball von da dann nach draußen gelegt wird und es wird reingeflankt und man köpft den Ball ins Tor, über was diskutieren wir dann? Ja. So. Ja. Also mal Hand aufs Herz, wäre andersrum genauso gelaufen. Also bitte euch. Das geht alles so schnell und in dieser Aktion kann auch nicht immer aufhören, weil man weiß auch nie ganz genau, was noch passiert. Es gibt viele, viele Leute da. Und wie gesagt, da muss der Schiri den Bums abpfeifen, wenn er das meint. Dann ist doch alles fein. Ja. Und ja, also hoffentlich geht es ihm gut, auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich 17 Jahre Fußball gespielt. Also Sie verstehen auch, dass alle Spieler die Regeln auch gut verstehen. Und man kann immer versuchen, das zu nutzen. Und das ist kein Vorwurf oder Kritik, es ist einfach so. Und, aber in dieser Aktion, wenn so viel passiert, kann man nicht aufhören. Dankeschön. Nächste Frage bitte. Ja, hier in der Mitte. Patrick Kleimer vom Kicker. Hallo, Herr Kompanie. Hallo. Was überwiegt denn bei Ihnen am Ende? Die Freude über den späten Ausgleich oder das Gefühl, dass bei dieser ganzen Dominanz in der zweiten Halbzeit vielleicht sogar auch ein Sieg dabei möglich gewesen wäre? Ja. Ja gut, von unserer Seite, wir können kein Spiel anfangen und sagen, wir wollen weniger als 3 Punkte. Und heute haben wir keine 3 Punkte, also das ist die Realität. Aber es bleibt ein Topspiel auswärts gegen Dortmund und wir liegen 1:0 hinten und dann hast du auch, ja, du hast auch was aus Charakter, was wir gezeigt haben. Wir haben auch 1:1 geschossen. Also wie gesagt, das Ergebnis ist ja in Ordnung. Ja, du kannst ja in Dortmund 1:1 spielen, das recht so heimstark wie Dortmund gerade ist und auch aufsteigende Form und hin und her, alles gut. Ja. Aber die Art und Weise der ersten Halbzeit war eine Frechheit. Ja, das muss man einfach sagen. So. Ansonsten zweite Halbzeit, ja, alles gut. Du hast genug Chancen gehabt, wenn du nur ein Tor machst, spielst du 1:1, Feierabend. Muss man nicht rumdiskutieren. Ja. Aber die erste Halbzeit war eine Frechheit. Ja, klar können wir davon reden, Dortmund hat es gut gemacht, alles gut, gar keine Frage.
Aber von unserer Seite ist so viel falsch gelaufen und war so wenig Gegenwehr, gerade von den so tollen Führungsspielern. Nee, gehe ich nicht mit, ey. Aber wir haben auch weitergemacht in die letzten 10 Minuten und das zeigt einfach für die Mannschaft, dass wir diese Glaube haben und ich kenne keine einzige Mannschaft, die in einer erfolgreichen Saison nicht diese Momente auch miterlebt. Also wir wollten gewinnen, wir hatten auch die Möglichkeit, aber ich glaube auch insgesamt war es ein gutes Spiel für die Bundesliga, das ist meine Meinung. Wir haben viel Talent gesehen, Dortmund hat auch sehr viel richtig gemacht und deswegen Kompliment zu allen Spielern, die heute auf dem Platz waren. Ja, ganz hinten rechts und in der Mitte, ja. Ja, Carsten Lappe, dpa. Frage zu Harry Kane natürlich. Er musste früh ausgewechselt werden. Können Sie schon sagen, was mit ihm ist und was das möglicherweise auch für das Spiel am Dienstag bedeutet? Ja, von Gefühl her meinte Harry, dass es nicht so schlimm ist. Aber er muss jetzt erst nochmal die Scan machen, die Bilder machen und dann werden wir mehr wissen. Und zum Spiel Dienstag, ja, das wäre natürlich knapp. Also ich kenne nicht viele Spiele, die sich so schnell erholen in dieser Zeit, aber wir werden schauen. Heute Abend wissen wir mehr. Dann daneben, ja, Christopher Melzer. Genau, Christopher Melzer, FAZ. Anschlussfrage vielleicht. Wie ändert sich das Spiel Ihrer Mannschaft ohne Harry Kane? Auch mit Blick auf die zweite Halbzeit. Also was machen die anderen dann? Wie kann das kompensiert werden, wenn er in der Mitte fehlt? Danke. Ja, die Tore von Harry sind ganz schwer zu ersetzen natürlich, aber wir haben immer von Anfang an gesagt, wir haben Vertrauen in die Kader, in die Mannschaft und in der zweiten Halbzeit haben wir auch viele Chancen. Also die Mannschaft bleibt sehr offensiv eingestellt mit sehr viel Qualität offensiv, aber ja, dann sollte man vielleicht auch mal Spieler aufstellen, die vielleicht auch diese offensive Qualität auch mal umsetzen können. Man sollte da mal Spieler auswechseln, die das nicht umsetzen können gerade. Das wird natürlich halt anders sein und das ist normal, weil Spieler mit seiner Qualität kannst du nicht so ersetzen, 1:1, aber kannst du natürlich immer anders lösen mit der Qualität von den anderen Jungs. Okay, dann vielen Dank. Ja, was soll man auch bloß fragen bei dem Spiel, Alter? Ja, weiß nicht, was man da erwartet jetzt? Schiedsrichter 1:1 ausgegangen. Es war mal eine Viertelstunde ein bisschen Emotion drin, ansonsten war es auch jetzt nicht irgendwie, natürlich wegen uns, ja, nicht wegen Dortmund. Dortmund hat gefightet, gar keine Frage, auch erste Halbzeit schon, aber wir waren super emotionslos, erste Halbzeit, das war Katastrophe. Zweite Halbzeit, ja, haben wir uns mehr reingebissen, Dortmund noch ein bisschen müde geworden, hat man gesehen. Ja, tja. Am Ende wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis, denke ich. Ja, für mich trotzdem enttäuschend. Und wie gesagt, man hätte so viele Fragen stellen können, mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber ich denke, wir wissen auch alle, worauf es hinausläuft. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass man keinen Spieler vom Kopf stoßen will, dass viele Verträge auslaufen, was man im Hinterkopf hat. Ich glaube, ansonsten wird da mal ein bisschen was irgendwie. Dieser Leistungsgedanke, der so geprangert wurde und so vorgestellt wurde am Anfang der Saison, der geht halt immer mehr verloren, wenn man das sieht. Ja. Ist mein Eindruck. Wir werden sehen, wie es weitergeht gegen Leverkusen. Ich bin sehr gespannt. Kann ich gerade 0 einschätzen, wenn ich die erste Halbzeit gesehen habe. Wenn Leverkusen Eier hat, kann es wehtun. Wenn sie keine Eier haben, ja. Wir werden sehen, aber wir haben heute gesehen, wie einfach wir aus dem Spiel zu nehmen sind mit Kimmich und Goretzka in der Mitte. Aber das ist ja auch nichts Neues. Ja? Das ist ja wirklich nichts Neues. Du musst halt einfach die Eier haben und das hatte Dortmund. Ja? Und das ohne, dass sie sich hinten entblößt haben. Ja? Du musst einfach nur die beiden Spieler zustellen und den Rest anlaufen und alles ist tutti. Ja? So einfach waren wir aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Bin sehr gespannt. Aber darum geht es jetzt nicht. Leute, habt einen schönen Sonntag, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.